Willkommen zurück hier zu Risen 3 Titanlords, immer noch in Nebelinsel, und ich habe noch etwas, was eventuell klappen könnte, denn, was ich gar nicht gesehen habe, wir können natürlich die Mission hier auch markieren, und wenn ich das mache, nicht die hier, sondern die hier direkt, dann zeigt das X hier hin. Also keine Ahnung, was es genau sein soll, der Unterschied, aber wir werden es natürlich gleich rausfinden. Wow, Alter, gibt es ja Eisenerz. Okay, so geht es natürlich auch schon mal nicht. Dann bin ich hier auch falsch, wa? Okay, wenn das auch nicht geht, mach's mal so, geht auch nicht. Und die zwei gehen, der geht wiederum nicht. Jetzt vielleicht, jo, und dann natürlich noch die ersten zwei. Sehr schön, wenn das alles klappt, Freunde, sind wir heute zumindest mal so weit, dass wir Dienste auch verlassen können, mit allem drum und dran, also sprich fast allem, wir haben die aktuellen Quests abgeschlossen. Und machen das auf zu Crows Geist. Was tut sich her? Der macht Magie ja nichts, wa? Das ist so, immer noch. Du sagst es, Kumpel, du ist er von da oben da runtergekommen. Auch nicht schlecht. Ein bisschen Erz kann nie schaden. Zack. Coole Maschine übrigens. Mit Wasserkraft betrieben, natürlich total ökologisch. So soll es ja auch sein. Okay, da ist da noch. Kristallader brauchen zwar sowieso keine Kristalle mehr, aber Hui! Hoch die Tassen! Fast zumindest. Sieht wie der Schädel einer Frau aus. Hier gibt es bestimmt jemanden, der mir mehr über ihn erzählt. Ja, das war's, Weichmann. Hallo. Geht's gerade oder was? Da steht auch schon und wartet auf uns. Kommt dir dieser Schädel bekannt vor? Woher hast du ihn? Er ist die knochige Hülle meiner einzigen Tochter. Du hattest eine Tochter? Ja, bis sie mir genommen wurde. Verblasst sind all die Erinnerungen. Doch sie wird bald wieder bei mir sein. Nur noch ein paar mehr, dann ist es vollbracht. Habt ihr nicht ein Geheimnis zu lüften? Nö, ich hab schon alle. Also, sorry mal Leute, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Jetzt haben wir das Kreis markiert, wa? Wir haben hier kein neues Ziel mehr. Gut, rechts steht auch nichts mehr. Okay, gehen wir hier hin. Für die Flaschenpost, wa? Vielleicht muss ich jetzt nochmal hier hingehen, um da irgendetwas aufzudecken, was vorhin nicht möglich war. Okay. Gut. Mache jetzt noch zum letzten Mal, wenn da auch nichts mehr kommt. Von eine Aufzeichnung, die heißt irgendwie, ja, jetzt kann ich das und das machen, jetzt klappt plötzlich alles. Dann hören wir auf und machen mit Crows Geiserflotte weiter. Also sprich mit der Hauptstory, weil ist irgendwas hier verbuggt. Ich habe bereits versucht, noch alte Spielstände zu laden, das hat doch geklappt und so, aber dann das Problem doch zu beheben mit den alten Spielständen, das hat nicht geklappt. Also genau das gleiche passiert. Vielleicht stimmt auf die Reihenfolge nicht, muss also, kann ja sonst mal gucken. Das wäre halt auch eine Variante, aber wäre schräg, wenn es das wäre. So, also nochmal. Ansonsten steht hier nur noch Scheiße. Es ist das letzte X, was hier steht. Es steht natürlich da Auftrag geben, das ist Questziel. Es ist das letzte. Hier steht allerdings nicht verstaubte Aufzeichnungen, die hätten wir, aber steht verwitterte Flaschenpost, aber die haben wir. Weil hier steht nichts mehr und die ist hier drüben versteckt und die haben wir extra geholt noch im letzten Part. Also echt, entweder ist
Habe ich was falsch gemacht? Kann ja durchaus sein, oder? Ich bin natürlich nicht perfekt und so etwas, aber ich glaube nicht, dass man da irgendwie Großes falsch machen kann. Oder aber das Spiel ist verbuggt, oder aber ich muss hier einfach noch etwas anderes finden, oder die Reihenfolge ist falsch. Was weiß ich. Ich werde das Ganze mal beenden. Und noch ein bisschen nachforschen, so eventuell vorhin ein bisschen was in den Kommentar dazu schreiben können, wie ihr das seht, ob ihr da auch schon was dazu gefunden habt, ähnliche Fehler gemacht habt oder irgendwie das Ganze beheben konntet, wie auch immer. Wir machen vielleicht das Ganze mal in einem Abschlusspart, irgendwie Spezialpart und so etwas. Ansonsten, gegen Crow, ja, die Crew haben ja eigentlich auch nichts mehr. Dann ein Messer werfen, Kristall im Schatten war auch so ein Quatsch im Prinzip. Nebelinseln, auch gut. Geht's endlich los zu Crow. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Nee, jetzt geht's endlich ab zu Crows Geisterflotte. Mal sehen, wo wir stehen. Alle Kristallportale sind zerstört. Meine Flotte ist jetzt groß genug. Es wird Zeit, dass wir diesem Geisterkapitän auf die Pelle rücken. Gut, dann machen wir es auch. So, jetzt ist es soweit. Auf in die Schlacht. Und zwar gegen Crow. Dass wir ein Ziel auswählen oder wie? Wir haben die bekannten Inseln, ich habe nichts anderes. Wir waren auf alle schon, haben alle mehr oder weniger abgegründet. Nebelinseln fehlen noch 1, 2 Gebiete vielleicht, aber sonst haben wir wirklich alles. Ich wusste, dass es schwierig werden würde. Wann war es denn einmal einfach? Wie oft hatte ich schon auf meinen unzähligen Kaperfahrten dem Tod ins Auge gesehen. Aber das, was mir da mit seiner hässlichen Fratze entgegenblickte, überstieg meine kühnsten Vorstellungen. Jetzt gibt es keinen drinnen mehr. Dein Körper gehört mir. Männer, Attacke! Es ist wirklich Crow. Angriff! Na toll, komm ich mal runter. Ich halte hier die Stellung. Naja, bin schon unten. Hä? Lass meine Freunde in Ruhe! Wir fallen wie die Fliegen, das darf nicht sein. Meine Crew darf nicht fallen. Zweitwaffe benutzen, okay. Jetzt bist du völlig Crow und ihr allen auch. Ihr habt keinen Bock mehr auf euch. Oh, die können ja kontern. Kann ich auch, siehst du? Über die Planke mit dir. So, das war Nummer 1. Ja, komm nur. Crow persönlich. Komm her, Alter, jetzt bist du dran. Wow, der hat auch Magie. Man ist stärker. Wow, das war richtig episch. Wir sind einfach zu überpowered. Seeschlacht gegen Crow, Ruhm plus 1100. Leck mich oh hey. Ja, und jetzt, wo sind sie alle? Ich meine,
Nekrolot, die 3 Magier. Ist endlich besiegt. Das war ein hartes Stück Arbeit. Ja, aber es hat sich gelohnt. Auf Crows Seekarte ist die exakte Position der Totenkopfinsel eingezeichnet. Dort hat das ganze Übel begonnen. Ich wette, dort werden wir auch Nekrolot finden. Wir sollten uns rüsten und unserem Feind endgültig den Garaus machen. Also, ich wäre bereit. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Alles klar, der Wird es nicht Hort mal des wieder Bösen. Zeit, eine Crew zu inspizieren? Ja, bin dabei. Hey, Kapitän Degenkolbs Schatz an der Krabbenküste ist gehoben. und hat es sich gelohnt? Allerdings. Sehr gut, dann war es den Aufwand wert. So, jetzt habe ich die Nase voll von der Goldsucherei. In Ordnung. Ich danke dir. Durch deine Hilfe haben wir eine Menge Gold gemacht. Ich hoffe, du setzt es vernünftig ein, Brüderchen. Wir haben noch einen schweren Weg vor uns. Ich decke dir den Rücken. Dankeschön. Holzkopf! Na, du Schreihals? Und wie war dein Tag so? Polly lieb! Na dann. Pollys Papa in Höhle! Pollys Papa? Wer soll das sein? Saufkopf! Wenn du das sagst. Holzkopf! Hey. Ja, ist das nicht Liebe, was? Der Hort des Bösen. Jo, komm gleich darin. Ja, wie gesagt, hier Nebelinsel ist alles futsch. Brauchen wir alles nicht mehr. Cruise war auch gut. Ich meine, ja, 5 Häufen. Seelenstaub. Haben wir leider keine mehr momentan, deswegen ist es ein anderes Thema. Ich würde trotzdem mal sagen, wir machen jetzt noch was anderes. Da braucht nichts mehr. Wer sagt geschafft? Geschafft. Was? Jetzt aber. Oh, jetzt wird die Quest doch noch erfüllt. Gibt's ja nicht. Ja, wie kann man nur so ein Pech haben, Freunde? Ganz ehrlich. Gut, was mache ich jetzt? Ich gehe jetzt. Ja, ich muss anders machen. Noch mit allen quatschen. Eher speichern, weil sonst haben wir vielleicht Mendoza da ab. Ich glaube, ich weiß jetzt, was uns verfolgt. Es ist der leibhaftige Tod. Seine Klauen greifen nach uns und unseren Seelen. Seine Mark- und Bein durchdringenden Augen sind auf uns gerichtet. Das ist doch mal etwas Konkretes. Ich weiß, dass es sich bescheuert anhört, aber ich kann es nicht besser erklären. Lass gut sein. Wir sind alle ziemlich angespannt. Ja, aber pass gut auf dich auf, okay? Mach ich. Danke, Edward. Hey, Captain, du musst diesen Trank hier probieren. Das ist der Hammer. Er zeigt dir alles, was tot ist und doch lebt. Ah, wirklich gruselig. Nichts für schwache Nerven. Danke, Sadek. Der Schnaps des Todes. Jaffa, wie geht's dir? Jaffa hat nicht bereut, dass er mit dir mitgekommen ist, Captain. Freut mich zu hören. Ja, Jaffa freut es auch und er ist sehr stolz, dass er helfen konnte. Ach ja, hier habe ich wieder etwas für dich, guter Captain. Jaffa ist sehr stolz. Das bin ich auch auf dich, Jaffa. Mendoza, wie geht's dir? Hau schon ab. Kurz und knackig, wie wir es von ihm kennen. Halt dir mal die Augen auf. Jojo. Such dir wen anders zum Reden. Klar, von mir aus. Truhe leer, aber sonst noch etwas Interessantes? Nö, wa? Nun gut, Leute, wir haben ja soweit jetzt alles. Das heißt, ich gehe jetzt doch noch mal ganz kurz hier auf der Insel nach vorne, sprich zum Lager der Magier, weil ich will noch ein bisschen was verkaufen und so. Und wer weiß, vielleicht können wir noch das eine oder andere noch lernen, so für den Abschluss halt, wa? Dann will ich am Schluss noch mal ganz schnell zur Nebelinsel, das irgendwie aufklären und dann im nächsten Part zum Hort des Bösen, so schön heißt er. Nee, ist anders, wa? Die Totenkopfinsel, ach du Scheiße. Hä, das ist nichts Neues. Horas hat versucht, den Reaktor für seine finsteren Zwecke zu missbrauchen. Wir haben es gemerkt. Gut, dass du so schnell zur Stelle warst, um das Schlimmste zu verhindern. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Du kannst stolz auf dich sein. Nimm diese Belohnung. Du bist es wert.
Dankeschön. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Schwertmeister. Dafür bin ich nicht gut genug. Immer noch nicht. Ich denke mal, Gold haben wir genug, aber der Ruhm fehlt halt, wa? Ja, gut. Aber auch, das Problem ist, auch angenommen, ich hätte 15.500 Ruhm, dann könnte ich trotzdem nur um 5 Steine spielen, im Nahkampf trotzdem nur 93, nicht 100. Das heißt, es reicht so oder so nicht mehr. Herd würde ich eigentlich noch gerne machen, können sich für den Abschlusskampf nicht schaden. Kristallmagie noch, wa? Jo, das ist noch ganz gut, 113. Okay, er kann uns eigentlich nichts mehr beibringen. Gordon, der Schmied, ist er noch wach? Ist er noch auf? Nö. Kann er was verkaufen? Er hat noch irgendetwas zum Handeln? Ist was? Hey, ein bisschen Respekt hier vom General, vom General. Zakir egal, ob andere arm. Wichtig ist, dass Zakir reich. Immerhin, er hat seine Prioritäten. Was kannst du mir über den Nahkampf beibringen? Was willst du wissen? Ja, wieso eigentlich nichts? Bring mir bei, wie ich besser mit Stichwaffen kämpfen kann. Bei Stichwaffen ist das Wichtigste, dass du vorher schaust, wie dein Gegner gepanzert ist. Jede noch so kleine Lücke in der Panzerung kann den Tod für deinen Gegner bedeuten. Warte, bis dein Gegner seine ungeschützte Stelle entblößt und dann stichst du zu. Cool. Ich möchte besser mit Stichwaffen umgehen können. Oft ist es so, dass du die ungeschützten Stellen deines Ziels nicht lange siehst. Das heißt, du kannst vermutlich nicht sehr tief mit deiner Klinge eindringen. Wenn das der Fall ist, heißt es geduldig sein. Ausweichen und zustechen heißt es. So lange, bis dein Gegner sich vor Schmerzen windet. Ausdauer ist das Stichwort in diesem Fall. Das sind doch mal richtige Tipps, hey. Was Stichwaffen angeht, bist du nun beinahe so gut wie ich. Mehr als das kann ich dir nicht beibringen. Schade. Ich möchte besser mit Hiebwaffen kämpfen. Bei Hiebwaffen solltest du daran denken, dass sie nicht dazu da sind, dein Ziel zu zerschneiden. Der Trick ist, einfach so fest zuzuschlagen, dass du deinem Ziel sämtliche Knochen brichst. Das funktioniert sogar, wenn dein Feind noch eine Rüstung trägt. Krass. Ich möchte ein besserer Hiebwaffenkämpfer werden. Versuche immer, die Gelenke deines Feindes zu treffen. Mit einer Hiebwaffe am Bauch getroffen zu werden, tut weh. Mehr aber auch nicht. Wenn du deinem Gegner allerdings das Knie zertrümmerst, dann hast du einen echten Vorteil. Mehr kann ich dir mit Hiebwaffen nicht beibringen. Vielleicht findest du ja irgendwo einen Piraten, der gut darin ist. Jo, dankeschön. Was kannst du verkaufen? Haben wir hier noch etwas, was uns etwas nützen könnte? Bezahlt ein bisschen. Na, das auch. Aber etwas, wo ich überall irgendwie im grünen Bereich wäre. Nee. Die Bomben fehlen ja auch noch. War noch nicht eingesetzt. Ja, wir können natürlich nicht alles irgendwie einsetzen. Ist ja klar. Perlen vor die Säue, genau. Ja, die Steine können wir auch mal wegschmeißen. In der Zeit, Kugeln haben noch genug, Bolzen braucht auch keine mehr, Schrott auch nicht, weg damit. Für Rotale verwende, kann man ja eigentlich noch gebrauchen, wa? Also jetzt mal, ja, behalten noch. Baupläne? Nee, die kann man natürlich auch schon irgendwie noch alles. Ja, man kann doch so viel machen im Spiel, haben wir eigentlich alles nie gebraucht, ging alles auch so. Ja, irgendwie schade, aber andererseits ist einfach so, wa? Wir sind einfach gut genug gewesen. Oder immer noch. Haben wir das noch? Können Wunden aufreißen? Okay, können auch weg. Brauchen wir auch nicht für irgendwelche Rituale. Wie gesagt, irgendwelche Bonusparts, wo man sagen könnte, ja, wir können das und das noch irgendwie zeigen und machen. Und bereits wieder so viel Kohlen, noch über 3000 Ruhm. Ich bin auch schon fast komplett geheilt. So, jetzt aber. Was? Ja, okay, dauert ein bisschen. 200, gemäßigt einerseits für den Seelenwert. Also vor allem dazu, dass man halt alle im Team behält, war, weil, ja. Sprich alle bis auf einen, weil der ist ja weg, genau.
Der ist echt ein Team, das ist sowas von geil. Hey, gut, Freunde. Wenn wir soweit fertig. Wer noch Bock hätte, alles irgendwie zu machen, hier, sprich auf 100 und so, alles zu machen. Nur zu, kein Problem. Für mich wäre das ein bisschen zu viel des Guten. Ist ja gar nicht nötig, weil wir sind jetzt schon viel zu stark. Und deswegen, ja, speichern, zurück aufs Schiff. Ist klar, ey, jetzt nach so einer großen Insel sind wir erst jetzt, wollen wir verarschen? Okay. Nebelinsel. Dann haben wir hier irgendwo noch den Teleportpunkt direkt vor seiner Hütte. Genau. Wow, das sind Pflanzen hier oben. Das sind doch alles Pflanzen, um uns irgendwie noch hoch zu boosten. Ah ne, Goldklee natürlich auch nichts. Feuerblume, ja, sind immer interessanter Leute, was hier noch alles versteckt ist. Die müssen wir hier runterholen, war mit der Magie. Wollen wir ganz kurz, ich mach es gleich mal. Zum ersten Mal überhaupt. Das war doch der Windstoß. Waren wir den jetzt? Hä? Was ist das irgendwie so machen mit rechter Hand? Nicht rechter, linker. Nee, doch rechter. Ah, hier, Windhauch. Nein, komm schon, so jetzt aber. Cool. Sonst hat's hier... Was? Eine Königsmaske? Komm her, Voodoo-Puppe. Plupp. Ja, doch, ich muss sagen, der Windhauch, der hat's was. Natürlich aber sind wir die ganze Zeit irgendwie verpeilt und so. Naja. Da bin ich schuld. War doch irgendetwas noch? Schmerztöter, Schnaps der Magie. Schmerztöter. Für den Fall der Fälle. Ich glaube zwar nicht, dass wir den wirklich brauchen, aber... Falls doch, nehmen wir den jetzt. So. Jetzt war irgendwo noch die Truhe. Hier. Ist ja noch gut versteckt, muss ich zugeben. Ansonsten eigentlich nichts Besonderes. Benutzbare, Seelenflechte, Schattenfeuer, na gut, Magie nochmal und ist. Okay, ist auch nicht schlecht. Und dann mal testen, ob es jetzt klappt mit der Quest. Ich kenne dein Geheimnis. Du hast dafür gesorgt, dass den Seelenfressern nie das Futter ausgeht. Unzählige Menschen mussten wegen dir sterben. Und ich leugne es nicht. Manchmal muss man Opfer bringen für einen höheren Zweck. Ich erwarte nicht, dass du es verstehen wirst. Die Seelenfresser sind tot. Du kannst niemand mehr in den Tod schicken. Es braucht nicht viel, um ihre Rückkehr vorzubereiten. Ein Wimpernschlag im Gefüge der Zeit. Und sie sind zurück. Kostet euren Sieg aus. Er wird nicht ewig währen. Deine Tage als Seelenhändler sind gezählt. Nein. Erst wenn er genügend Seelen hat, wird er sie mir wiederbringen. Vergiss es. Du wurdest betrogen. Egal wie viele Seelen du opferst, deine Tochter wird tot bleiben. Kehre in dich und mache deinen Frieden. Es ist vorbei. Dieser Schmerz. Und doch erkenne ich die Wahrheit in euren Worten. Ihr habt gewonnen. Ich werde diese Insel verlassen und euch eine letzte Frage gewähren. Geheimnisse lehren. Oh, mit wem hast du einen Pakt geschlossen? Das wäre nochmal eine gute Frage. War sicher Nikolot. Mit wem hast du deinen Pakt geschlossen? Mit jemandem, der auch euch im Blick hat. Der Meister der Dämonen, Verführer der Schwachen. Schon bald werdet ihr auf ihn stoßen. Ob auf Knien oder stehend. Entscheidet euer Schicksal. Lebt denn wohl, Freund. Mach's gut. Ja, wir haben ein paar Ruhmpunkte, sehr schön. Wir haben jetzt auch hier Nebelinseln alles abgeschlossen, weil es doch hier kein Bargeld nur dran denken müssen, dass wir das Ganze halt ja, noch aufnehmen sollen, wa?
Also sprich aufmachen, nicht irgendwie einfach nur vor sich hingammeln. Gut, Leute, wir sind fertig. Wir haben 200 Blue-Punkte, gemäßigt 64 Seelenpunkte. Es ist nicht viel, es ist nicht wenig, es ist auch gerade perfekt, um nicht ein Schattenwesen zu werden, sprich keine Crewmitglieder zu verlieren, andererseits auch nicht Mendoza zu verlieren, der bei zu vielen Punkten abhaut. Wir sind ein General der Magier, unsere Ausrüstung ist top, das Schwert ist es auch. Fast 5000 Gold, wir haben über 4000 Ruhm, wir sind einfach so krass geskillt und sind bereit, im nächsten Part gegen Nekrolord auf die Totenkopfinsel in die Schlacht zu ziehen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Part. Das war jetzt Part Nummer 117. Ich rechne mit 3 Parts, ich will echt eigentlich in 3 Parts, sprich halt 3 Magier noch befreien und dann Nekrolord in die Knie zwingen. Ob das funktionieren wird? Mal schauen, mal schauen. Bis dahin, ciao zusammen.